Man hat dann langsam gewusst, die zwei spielen gerne. Die können wir fragen. Wir haben natürlich keinen Namen gehabt, nichts. Nein, der Manu und der Johnny haben zusammen ein Nummerchen gemacht. Und das haben wir mit der Zeit dann gewusst und einfach gewusst, wenn irgendetwas auf der Bühne stattfindet, machen die zwei sicher auch etwas. Va bene! Pagando oggi, eh? Sì, fa troppo caldo per lavorare, Und das war im Semi so ein grosses Fest gewesen. Und wir haben gesagt, wir schreiben einfach 2 Nummern schreiben und an diesem Abend irgendeine die Nummern zeigen. Du weißt was? Die verstehen uns gar nicht. Das ist Italienisch. Was heisst da, die verstehen uns gar nicht? Dann übst du eine Woche lang etwas hier. Jeder Schweizer kann doch die 4 Landessprachen, Deutsch, Italienisch. Türkisch, Albanisch. Eher flüchtig haben wir den Text eingeübt. Das ist gut angekommen. Das ist für mich, ich habe das in Erinnerung, den Auftritt mit diesen Containern und die Baustelle, habe ich in Erinnerung, da habe ich gemerkt, man schaut uns gerne zu. Ja. Man findet uns lustig. Auf jeden Fall. Und wir werden heute noch auf das angesprochen. Also ehemalige Lehrer von uns und so sagen immer noch, ja, weisst du, ich habe dich jetzt schon lange nicht mehr gesehen oder mal im Fernsehen oder so. Aber ich weiss noch, wo die Nummer im Container gemacht haben. Hi! Also das finde ich schockierend. Vor 10 Jahren hat man sich auf der Straße doch noch nicht gesagt, zu begrüßen Gras. Oder? Wie kommt das raus, wenn ich auf die Straße gehe und das begrüße, ich sage Alkohol? Dort haben wir ja schon angefangen, eigentlich, so erste Gehversuche. Und dann haben wir angefangen Schule gegeben und haben aber nie aufgehört, eigentlich die Auftritte zu machen. Es sind dann immer mehr Anfragen aus dem privaten Kreis gekommen. Und dort war jemand, der gesagt hat, du, irgendwie meine Cousine heiratet, wenn ihr nicht auch dort. Und so hat es angefangen. Also wir haben überhaupt noch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt das von Beruf machen können, dass wir umsatteln auf den Job. Nein. Sondern es ist mehr darum gegangen, wir sind sau schlecht, wir müssen selber verkaufen. Und das ist so, da hat einfach jemand angerufen und gesagt, du, wir haben ein Fest, was kostet dir? Und dann haben wir gesagt, okay, Ja, also 600 Franken, also sagen wir 700 Franken. Wie meinst du, das Budget ist von 300. 300 machen wir. 300 haben wir das eigentlich gut machen, immer, ja. Und nachher sind wir gegangen und haben gespielt und haben keine Elektris gehabt, oder die Leute haben, es hat keine Bühne gehabt, gar nichts. Und wir haben einfach gemerkt, es muss jemand für uns das ein bisschen machen, wo sich selber verkaufen ist etwas Doofes. Und dann haben wir eben an einem von den Auftritten ist unser erster Manager schauen und hat Freude gehabt und hat dort schon ein Gespür gehabt und gedacht, mit euch kann man etwas machen. Ja, das ist noch interessant, er hat mal gesagt, das vergiss ich nicht, im Nachhinein, wo wir ihn gefragt haben, hey, warum hast du uns damals eigentlich angefragt, ob du eine Zusammenarbeit eingehen. Und dann war er wirklich so ehrlich und gesagt, weisst du, Jungs, ich habe euch recht schlecht gefunden, aber ich habe gespürt, da liegt etwas drin. Und es geht zum Start. Er hat bereits übertreten, sollte jetzt noch zurückgehen. Jawohl. Nein! Und los geht's. Mama cooks in Italy, Mama swims in Argentina, Mama's got a chungaye. Mama's working when... Ja, ich meine, das ist jetzt wirklich ein super Beispiel dafür. Das war in einem Stadion, wo wir frisch angefangen haben und dass man wirklich sieht, wir machen das einfach für uns. Ja, aber Freude. Wir haben einfach in unserer Freizeit gesagt, komm, wir haben einen freien Nachmittag. Anstelle, wo die anderen irgendwie mit der Freundin abgemacht haben oder irgendwie sonst eins zusammen sind trinken, haben wir abgemacht, sind dumm tun und haben gefilmt. Immer einen Krampf gehabt, dass wir jemanden gefunden haben, der filmen kann, der filmt. Wir sind immer froh, dass der Mann so Freundinnen hatte. Ja, die haben wirklich immer... Ich musste immer filmen. Also im Rampenlicht stehen, das haben wir beide immer gerne gemacht. Darf ich für dich? Genau, ja, absolut. Das ist, glaube ich, so. Absolut. Und zu dem Mann ist es einfach so, bewundert haben wir es schon immer. Ich meine, also Emil und so habe ich die haben alles geschaut, auswendig können. Gabriele Marcocello. Marcocello, alles auswendig können. Heute noch übrigens. Schmirinskis bin ich mehrmals schauen, in meinem Teenie-Alter. Und wir haben angefangen, schulintern, ja, im Semi haben wir angefangen, erste Nummerli spielen damals. Und auch wo wir gemerkt haben, dass es sehr gut ankommt, sogar auch nach dem ersten Auftritt außerhalb der Schule,
sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, dass wir das ja mal beruflich machen können. Nein, das nein. ist wirklich eine Zeit lang gegangen, bis wir gemerkt haben, da liegt, glaube ich, wirklich so etwas wie eine Karriere drin. Die Schule ist recht die Nebensache geworden mit der Zeit, aber ja, es kommt darauf an, es bedeutet uns einfach viel und dann versucht man halt, was man kann. Momentan noch. Es ist so, ich bin da. Ich liebe den Saft. Riebli? Ich habe bei Ihnen festgestellt, dass der Winterspeck ansetzen wird. Oh nein! Was spielen wir da? 2, 3 verschiedene Produkte. Nein, hey, nein, das ist nur... Nein, nein! Nein! Zeitlupe, Nein, 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 komm! Nein! Darf ich das zeigen? Das ist ja schlimm. Nein, ich kann gar nicht hinschauen. Ach, Ich meine, herrje. nein. Oh nee! Einmal mehr, einmal... Ja, das ist richtig peinlich. Nein, es ist wirklich peinlich. Einmal mehr, das ist auch so ein Nachmittag gewesen, wo wir gefunden haben, komm, lass uns ein bisschen Nummerli, Sketchli filmen bei ihm in der Wohnung, in der WG. Null Inhalt, null Drehbuch. Es ist, also, wir haben einfach, das ist auch so Freizeit, Mittwoch, Nachmittag, was sollten wir machen? Du, wir machen ein blödes Filmchen. Die Kamera, Top-Partie, Marcel. Ja, ich glaube, wir haben wirklich einfach mal rauskotzen, was wir alles aus uns rausholen können und an Sprache. Und habe ich es aber für gar nichts geniert, wenn ich hier offensichtlich merke, ich würde das heute nicht mehr. Ja, und wirklich, und es ist alles improvisiert, also es ist alles aus der Improvisation heraus entstanden und darum hat es zum Teil ein bisschen Längen.